sparsam oder spaßarm könnte man auch sagen. Passt da genauso. Fällt mir spontan unsere neue, alte Regierung ein. Na, sowas von sparsam. Der Antrittsmonat Februar ist der gleiche geblieben. Die 2 Nullen, Sie haben es jetzt sofort erkannt, ich kann jetzt nicht vom Politiker geredet haben, weil da hätte ich nicht gesagt 2 Nullen. Nein, die 2 Nullen in den Jahreszahlen, 2000 und 2003 sind geblieben. Mir fällt ein, Sie hätten eigentlich sich und vor allem uns die ganzen sogenannten Neuwahlen ersparen können. Bitte, was war da neu und wer hatte überhaupt eine Wahl? Wo wir doch schon jahrelang gewöhnt waren zu sparen, womit wir wieder beim Thema wären. Nehmt von denen, die es reichlich haben. Kranke, Behinderte, Pensionisten, Zivildiener, Künstler und Frauen, die beiden letzteren waren es schon lang und schon immer gewöhnt. Lösen wir alles auf, was unnötig ist. Also gut haben wir halt die Polizei und die Gendarmerie zusammengelegt. An und für sich eine gute Idee. Nur mit dem Namen hatte man noch gewisse Schwierigkeiten, man konnte sich nicht einig werden. Sagen wir jetzt Polymerie oder Schänderei? Egal, wir tun das ja so gern, wir sparen ja so gerne, um es denen zukommen zu lassen, die es wirklich brauchen. Der Herr Wirtschaftsminister zum Beispiel spürt wieder einmal den Druck der Straße, von dem er so oft redet, also muss er sich neue Schuhe kaufen. Also was machen Sie, wenn ihr die Straßen druckt? Ne? Kriegt er jetzt als quasi Notstandshilfeempfänger von lächerlichen 15.075 € im Monat nicht den ihm zustehenden Rabatt? Da gibt es dann 2 Möglichkeiten. Entweder er muss, wie man in Wien sagt, neben Schuhe gehen, oder er braucht eine Art Sicherung. Pensionszeiten zum Beispiel, soll auch bei Serienhauptdarstellern sehr beliebt sein. Ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass in letzter Zeit alles, was unser Geld kostet, Sicherung genannt wird? Pensionssicherung, Luftraumsicherung, die sauteuren fliegenden Fotoapparate. Dabei hätten es nur zum Löwen tigern müssen. Da hätte es sicher eine billigere Alternative gehabt und 2 Handys gratis dazu. Egal. Um was auch immer sichern zu können, muss natürlich gespart werden. Auch an der Bildung. Da geht die Politik sowieso mit gutem Beispiel voran. Schulstunden einsparen, finde ich vollkommen okay. Wieso sollte man plötzlich in der AHS Gegenstände haben, die man in der Volksschule nicht gehabt hat? Zum Beispiel Latein. Es ist doch wirklich nicht notwendig, dass jeder, der das meistgelesene Kleinformat in der Hand hält, gleich weiß, wie bescheiden der Gastautor unter dem Pseudonym Christianus wirklich ist. Nicht Nabel der Welt nennt er sich, nein, Christi Anus, auf Deutsch das Hinterteil des Herrn. Als die Frau Bildungsministerin im Teletext gelesen hatte, Pisa, Absturz befürchtet, dachte sie zunächst, na ist ja kein Wunder, der war ja immer schon so schief. Als man ihr dann erklärt hatte, was die PISA-Studie bedeutete, erklärte sie diese sofort für irrelevant, weil darin keine Handarbeitsleistungen bewertet wurden. Anschließend ließ sie unter den anderen Intellektuellen des Landes nachfragen, zum Beispiel beim Teamchef unserer Fußballnationalmannschaft, welcher spontan erklärte, zu was braucht man das? Wir sollen lieber mehr turnen. Die Studie ist irregulär. Ich bin stolz auf meine Österreicher und alles Übrige ist primär. Oder Musik. Hätte nur seinerzeit die Lehrerschaft der Bildungsministerin die Glanzidee gehabt, und Singen aus deren Lehrplan gestrichen. Das wäre uns viel erspart gewesen. Haben Sie sich schon mal singen gehört? Ihr